Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig. So, ja, das bringt uns wenig weiter, ne? Warte mal. Wir können dann aber drunter quetschen, sobald wir hier gezogen haben, ne? Habe ich das richtig kombiniert? So, warte mal. Und jetzt hat hier ohne drunter schiebe. Ja. Genau. Dann kann ich da jetzt hoch, ohne befürchten zu müssen, dass sich das Ding wieder schließt. Sehr schön. Ja, in der letzten Episode habe ich ja schon mal so ein bisschen was zum Hades-Kult, zum tatsächliche archäologische Befund erzählt. Der sieht leider etwas mau aus, was die Befunde angeht. Also ein richtiger Hades-Tempel haben wir leider, haben wir leider nicht wirklich. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wenn mir ein klassischer Archäologe zuguckt, darf er mich sehr gern korrigieren. Mir sind im Befund allerdings jetzt keine tatsächliche Hades-Tempel bekannt. Höchstens aus... Goldene Orbs laden Spartas Rage wieder auf. Ja, cool. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken, Kratos. Das ist grad so Krache, Kratos. Ja. Wie gesagt, die sind mir vielleicht nur aus historischen Überlieferungen bekannt, dass ein griechischer Historiker gesagt hat, es gab dort und dort einen Hades-Tempel, aber im tatsächlichen archäologischen Befund sind mir die eigentlich nicht bekannt. So, die möchte ich eigentlich gern mit Finisher platt machen. Und nicht mit Spartas Rache. Oh Gott, der ist ja schon blutüberströmt wie Sau wieder, der Kratos. Den anderen habe ich schon so platt gemacht. Okay. Ja, aber wie gesagt, falls mir ein klassischer Archäologe zuguckt oder ein archäologiebegeisterter anderer Zuschauer, der darf mir sehr gern bestätigen, dass es im archäologischen Befund jetzt mittlerweile einen Hades-Tempel gibt. Aber mir ist, wie gesagt, außer schriftliche Quelle keiner bekannt. Die waren entweder, wie schon in der letzten Episode gesagt, unterirdisch oder in Höhlesysteme drin. Die wurden auch immer versiegelt übrigens, nach der Opferung. Und Hades wurden nur schwarze Schafe geopfert. Ares, dem Kriegsgott, übrigens nur Stiere. So, ganz nebenbei. So, da haben wir ja Hades Statue. Hades wird im Prinzip wie Zeus dargestellt, nur mit schwarzem Lockebart. So, ganz nebenbei mal. Für jeden, den das überhaupt irgendwie interessiert. Ich kann mich selbstverständlich auch mit realem Wissen gern zurückhalten, wenn ihr das nicht haben wollt. Nur so am Rande. Ich meine, ich habe halt in meinem Studium wenig klassische Archäologie mit dabei gehabt. Doch in der vor- und frühgeschichtliche Archäologie hatte ich auch etliche Seminare über provinzialrömische Religion. Und habe da auch einiges über römische Götterwelt und so Zeug gelernt. Bei den Griechen sieht es bei mir tatsächlich etwas mau aus, muss ich gestehen. Eben weil ich relativ wenig klassische Archäologie mit dabei hatte. Und in der klassischen Archäologie in Mainz, wo ich studiere, ist es halt so, dass das allermeiste Griechische halt wirklich aus der klassischen Archäologie zu entnehmen ist. Von frühgeschichtlicher Archäologie befasst sich damit kaum. Wieder Phönixfeder, Annie brauche ich noch, um meine gesamte Magie oder meine Magie dauerhaft zu erhöhen. Jetzt sind wir 222, im Prinzip ein Gorgona-Auge, Minotaurerhorn und Phönixfeder. Okay. Gut, schauen wir doch erstmal nochmal, was es hier gibt. Hoppen wir es mal auf. Ein paar Orbs. Hier können wieder Spartas Rache-Orbs drin sein. Genau. Ne, Magie und Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Denn wir können jetzt, glaube ich, die Verbannungsklinge voll aufpushen. Genau. Gut, erhöhter Schaden, Geist des Herkules mit 3x Dreieck, Mut des Herkules, Dreieck, Dreieck, Viereck, Hyperions Zorn mit Viereck gedrückt halten und Athenes Zorn mit Ausweicher, mit rechtem Controller und Dreieck, Spartas Armee auf Stufe 3 auf R2. Okay, wir probieren das mal ein bisschen aus. Ein bisschen trainieren kann ja nicht schaden. Okay, cool. 1, 2, so, okay. Und wie ging es dann noch weiter? Okay, als nächstes geht dann noch erhöhte Schade, Argos Höhenflug, Chaos-Zyklon Stufe 2 und die Tartarus Rage.
Okay, ansonsten haben wir ja eigentlich auch nichts, woran wir gerade rein investieren können. Pushen wir halt in die Verbannungsklinge so viel wie möglich. Und dann drehen wir mal am Rad. Gucken wir mal, was die Hades-Statue dann treibt. Sie geht zum Angriff über. Nee, sie verteidigt. Aha, ist hier Persephone drin, oder was? Jetzt ist es an mir, dich für den Schmerz büßen zu lassen, den du achtest. Oh, du scheint wohl Kratos Persephone im ersten Teil oder so getötet zu haben. Weil normalerweise darf Persephone einmal im Jahr im Frühling, glaube ich, raus, um ihr Verwandte wieder zu besuchen. Ansonsten muss er in der Unterwelt bleiben. Eine Inschrift ist auf dem Sockel zu lesen. Hier liegt Persephone, Königin der Unterwelt und Gattin des Hades. Ja, tatsächlich, es soll Persephone sein. Zu ihr kommen wir aber nicht. Ja, Kratos wird Persephone anscheinend getötet haben, vermute ich jetzt mal so steil. Ich habe nur sporadisch in die Walkthroughs reingeguckt und habe mir die Geschichte eigentlich eher arg gelesen, als dass ich hier wirklich was aktiv geguckt hätte. Von daher dürft ihr mich gern korrigieren. Oh ja, cool. Ja, das ist gar nicht mal so übel, der Angriff. So, schauen wir mal, eventuell hat sich da aber jetzt was getan, nachdem ich Hades gedreht habe. Ne, hinter seinem Helm ist nach wie vor hier das Ding. Da komme ich allerdings auch nicht durch. Ne. Irgendwas Hässliches muss Kratos anscheinend mit Persephones Leichnam machen. Oder ist hier was anderes? Ne. Ne, da macht er auch nichts. Okay. Nee. Bringt uns alles nicht weiter. Hier ist nichts weiter passiert. Da ist nichts weiter passiert. So, nee, bringt uns auch nichts. Okay, das ist, wenn ich hier einfach noch Viereck gedrückt halt. Da sind ein paar coole Moves dabei, muss ich sagen. Okay, tja. Ah. Okay, ich habe gedacht, R1 wäre zum Leser. Aber... Okay, ja. Klopp auf Hades Brust und es öffnen sich Leitern. Ja, ganz logisch. Und ich bringe natürlich immer meinen Standardspruch mal wieder. Uff, pelzig ist die Leiter die Leder und der Werkstoff Leder ist Leder. Ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, aber in jedem verflixten Spiel, was ich hier Let's Play, tauchen immer Leder auf. Und ja, der Plural auf pelzig ist tatsächlich Ledere. Kommt hier auch nochmal was? Ja, natürlich wieder so. 4. Ja, komm schon her, Harpie. Ups. Du kriegst einen Pfeil ab. Und was für einer. Okay. Allerhaupt, wenn wir jetzt schon hier sind. Gehen wir gerade mal hoch. Kletteraffe, Kletter. Mhm. Ja, rock mal auf. Hier gibt's nix. Nö, auch nicht. Ah ja, alles klar. Ja, rock mal auf. Jetzt holt er aus. Also, nur nochmal zur Sicherheit. Nö. Okay, bringt gerade so überhaupt nichts. So, na dann. Gucken wir einfach nochmal der Fairness halber, bevor ich jetzt hier irgendwas warstel. Gucken wir auf der Seite nochmal hoch. Na, komm schon. Alter, Kratos. So, hoch. Wenigstens klettert er die Leder nicht hoch mit seiner Verbannungsklinge. Okay, da haben wir noch einen Hebel. Hopp auf das Ding. Ein bisschen Gesundheit mal wieder. Okay. Da ist keine Truhe zufällig mit Gorgone-Auge oder ähnlichem.
So, also anscheinend muss ich seine Hände in diese Eiserringerei kriegen. Vermute ich jetzt einfach mal. Na gut, dann probieren wir es einfach mal hier. Mit dem Hevel. Zerrt das Ding auf. Und wir kommen da irgendwo anders wieder raus. Okay. Jo, da sind wir wieder Stockwerk unten drunter. Hier wird es schon irgendwas geben. So, was ist denn hier noch? Ah ja, das kann er jetzt aufreißen wieder. Alles klar. Gesundheit brauchen wir derzeit nicht. Ich warte einfach mal lieber ab, bis wieder irgendwas kommt. Na? Ja, damit sind wir einfach wieder unten im Stockwerk. Ja, hat jetzt nicht so viel gebraucht, aber erlaubt. Ne, du hier sollst. So. Ja. Gut, dann gehen wir halt so wieder hoch. Roll dich, ne? Rolle ist, macht's nur langsamer. Halt wieder so zur Hades-Statue. Dann schauen wir mal, ob wir das dann noch irgendwie anders geregelt kriegen. So. Ah ja. Okay. So macht er den Arm auf. Ah, das hat noch gewisse Laufzeit. Da riskieren wir jetzt aber nichts. Machen das ganz langsam. Das geht schon schneller. Langsamer. Kratos. Reiß. So, schnell. Dass das der Hand noch reinleckt. Jo. Okay. Gut, es läuft dann auch automatisch. Das ist gut. Dann machen wir das Spiel hier gerade noch ein zweites Mal. Dann haben wir Hades in Kette gelegt. Und schauen wir mal. Okay, dann geht das wieder auf. Ah, was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Warte mal. Spielen wir doch sicher auch irgendwie anders hier. Ja, rob's auf. Jetzt geht es wieder zu, ja. Also es reicht halt nur für Anna. Eventuell muss ich nochmal die Persephone-Ramme einsetzen. Schauen wir doch gerade mal. Ja. Ochs nochmal drauf. Nee, bringt uns gar nichts. Vielleicht jetzt mal in die Richtung. Ne, das ist, funktioniert so nicht. Ja, sobald ich hier wieder aufmache, ne? Ne, es geht auch einfach wieder zu, das Ganze. Wenn ich jetzt hier... Warte mal. Wenn ich jetzt da einfach wieder aufmache, dann hebt er ja nur die Hand da hin, ne? Ja. Ist halt dumm gelaufen, ne? Jetzt hat er Hand zwar gekettet, aber die Zwot bleibt uns ewig auf. Ach, Kacke. Wir können doch leider auch keinen Stäbblock. Moment, natürlich können wir das. Jetzt, wo du sagst, Yankee, wir können doch einen Stäbblock herholen, ja? Dafür haben wir das Ding doch geholt, ne? Dafür haben wir doch den Weg noch ohne aufgemacht. Damit wir den Stäbblock entfernen können. Wir sind ja nicht mehr drauf angewiesen. Wir können ja den Fahrstuhl nehmen alleweil. Also wieder Marsch runter. Zum Rad, der Stäbblock einmal hochfahren. Und dann können wir da die Klemme reinmachen. Und dann müsste die Geschichte auch laufen. So, hier wieder rein. Genau. Aber mit dem Kavenzmann, bitte. So. Ach, natürlich. Was bin ich? Ich bin dem Weinen gleich. Aber ich finde auch Hades hat es sehr freundlich gestimmt, dafür, dass er eigentlich wie so ein SM-Metzger aussieht.
So freundliche Stimme wird man eigentlich von so einem Typ nicht gerade erwarten, eher an. Das wäre so das, was ich erwarten würde von so einem Typ. Okay, dann kann ich jetzt da wieder aufmachen. Einfach mal um des Aufmachens willen, ne? Dann einmal bitte hoch mit uns. Ja gut, da geht der Stellblock sogar wirklich mit. Sehr schön. Moment. Dann packen wir gleich mal so an. So, dann können wir dann nämlich... Halte mal eine Gaul an. Können wir dann nämlich so unten drunter setzen, ja? Es war zwar nicht ganz so wie gedacht. Ja, ich habe nämlich gedacht, ich könnte es bei der Kurbel in der Mitte einsetzen. Aber so erfüllt es natürlich auch vollkommen seinen Zweck. So, war schon richtig so. Siehst, ich kann jetzt wieder hier der Kurblerino machen. Aber dann bleibt die Hand wenigstens auch in der Kette drin. Oder in der Fessel drin. So, und jetzt Kratos Run. Hopp, hopp. Einmal zurück. Und einmal hier. Eieiei. Immer noch dieses blöde Gehuste. So, jetzt haben wir ihn gebändigt. Und nun? Wird Persephone wach oder was? Platzt in die Brust? Nee. Aber jetzt kann er sich nämlich verteidigen und Persephone ramme for the win. Na dann. Mach mal deinen Mann auf. Ah, noch ein paar Mal. Ja, Kratos hört erst dann auf, wenn es knackt. Kratos, wie schön. Du kommst vorbei, besuchst uns. Du weißt, wir brauchen dich. Ich spüre böses Blut zwischen uns, Kratos. Oh, diese Erinnerungen. Sie sind übermächtig. Mal sehen. Wie oft hast du dich gegen mich versündigt? Ach ja, du hast meine Nichte ermordet. Athene. Und was noch? Was noch? Ach, die Sache mit meinem Bruder Poseidon. Und ich habe nicht vergessen, dass du es warst, der meine schöne Königin ermordet hat. Ich werde dich leiden lassen, wie ich gelitten habe. Deine Klingt fair. Seele gehört mir. Klingt sehr fair. Da ist er doch. Hades. Okay. Alter. Ja, das Seele-Robber. Gut, dann sind wir im Bosskampf gegen Hades und das so kurz vor Episodeende. Dann gibt es heute eine Extended-Episode, ihr liebe Leid. Und den Metzger-Spu haben wir dann auch noch mit drauf. Da haben wir im Prinzip schon der zweite Bossfight. Und Hades ist jetzt auch nicht gerade so der geringste Olympia. Der ist ja neben Poseidon und Zeus eigentlich der Olympia. Schlechthin. Ich meine, Hades, Zeus und Poseidon sind die drei oberste Götter. Ach Gott! Alter, eine Fleischfetzer von der Brust abgerobbt. Ist das widerwärtig? Ja, aber ich muss jetzt auf die Brust fetzen, wenn man drauf, wie er ganz kaputt ist, ne? Boah, der häutet denn auf Rate. Ist das widerlich? Hades? Ups. Au. Da steht er auf Kette, der SM-Meister. Jetzt geht er wieder da hoch. Ey, keine Druckwelle. Furze ist unfair, Hades. So. Autsch. Autschen. Tut doch weh. Metzgermeister, ja. So, oh Gott. Und jetzt kommt... Oh, hätte ich mal springen sollen, ich Depp. Oh, geh weg. Geh weg mit deiner Dotecap. Autsch. Au. Gewitter erleid, du Kette-Typ.
Hutsa. Huff, ouch. Noch voll in die Parade reingerannt. Autsch. Sag mal, bin ich ja vollkommen dumm. Ich glaube, ich bin zu clever für dieses primitive God of War Zeug. Scheiße, ja, dafür habe ich mich gleich nur verschluckt. Alter, jetzt reißt dann noch die Wampe auf. Also sowas Widerliches. Ja, und die Wampe will wieder zu Hades zurückkriechen, wenn ich ganz verstehe. So, jetzt habe ich wenigstens wieder volle Gesundheit. Was macht er dann jetzt wieder der Metzgermeister Hades? Wo ist denn die... So, okay, dann... Okay, Kette wie Sau. Oh Gott. Platt doch, du. Uiuiuiui. Jetzt kommt die Final Phase, oder? Kette wie Sau. Und Brust wie Sau hat er sowieso der Hades. Also ich wollte ihn jetzt an unbedingt seinen Couch voll reingerannt. Wollten jetzt an seinen Knabenbusen und an die Hüfte rausreißen. Stärker, als du es je sein wirst. Ja. Ne? Ah, jetzt noch ins Genick reingestochen. Jetzt droppt dann der Helm ab. Oh, bitte lass es nur der Helm sein. Nutzer. Ups, Kette gegen Kette. Dein Schmerz ist meine Freude. Ah, wir können noch ein bisschen gegen ihn ringen. Okay. Der Ringkampf gegen den Metzgermeister, du gewinnst nicht, ne? So, wieder hoch, bevor es uns in das Styx reinzieht. Deine Seele macht mich nur stärker. Oh, nein! Nein, 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 nein. Iiii. Nein. Oh, warum drücke ich die Knopf? Oh Gott, jetzt hat er die Waffe geklaut, die Sicheln. Und jetzt Hades klauen. Trophäe erhalten in Silber ganz unten. Diese grausamen Klauen des Gottes Hades gewähren Macht über Seelen. Okay, klingt cool. Ja, war's das schon? War's das jetzt tatsächlich schon mit Hades? Okay. Ich habe jetzt gedacht, das kommt noch irgendwie so ein ganz wieschte Finisher, wie das am das Gesicht abpellt mitsamt Helm. Aber, ui, da ist er ja nochmal. Ui, 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 ist der hässlich. Das sieht schon ein bisschen todekopfig aus. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn Hades so schnell Geiststoff gibt. Alter, ist der hässlich, Mann. Einfach nur ein Dodekopf im Prinzip, ne? Warte mal. So, auf der Rücke drauf vom Metzgermeister. So, warte mal. Ackermann. Uiuiuiui. Also, es tut mir ja leid. Eigentlich mag ich dich ja als Gott, aber... Es tut mir leid, dass ich dich so malträtieren muss, Kerl. Aber die Waffen sind echt cool. Auch mit diesem violette Schimmer hat das echt was für sich. Okay. Ich glaube, ich habe schon häufig genug der Rücke perforiert. Und der Ranzach. Autsch. Warte mal, ich wechsle gerade mal wieder die Seite. Ja, geh weg. Ah, hier kann ich gar nicht mehr die Kombos machen wie mit der Verbannungsklinge. Sondern einfach nur so drauf roppe, aber wahrscheinlich kann ich Hades nur mit seiner eigenen Seeleklinge erledigen. Oh nee, bitte nicht auf die Fontanella! Mach das nicht, Kratos. Das ist einfach nur eklig. Der ist ja so schon gestroft genug mit seiner grimme Hässlichkeit, aber... Ah, nein. Nein, 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 nicht auf die Fontanella. Oh, nein. Ja, sorry. Ich will die Knöpfe auch irgendwie nicht drücken. Das merkt man mir schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Okay, jetzt, ich muss ja. Wir sind eigentlich auch am Ende von der Episode. Gott, jetzt droppt dann wahrscheinlich die Seele über die Fontanella raus. Ja, ich hab's vermutet.
Hades hat es am Anfang bei uns probiert. Okay, jetzt wird Hades Seele absorbiert. Und der dampft noch kräftig aus der Fontanelle noch. Alter! Ja, mit Hades Tod wird jetzt auch die Unterwelt außer Kontrolle geraten, ne? Und auch die Seele kommen nämlich dorthin, wo sie hin sollten. Ja, genau, das habe ich befürchtet. Die Leute gehen wieder hoch, die Leute können nämlich sterben. Und die Seele im Styx zerreißen Hades. Hades Seele, sie haben Hades Seele erhalten. Jetzt können sie den Styx durchschwimmen, ohne Schaden zu nehmen. Im Vergleich zu Hades entseeltem Körper, der von der Seele aus dem Styx zerrobbt wurde. Und ich würde auch sagen, das ist doch ein super Ort und eine super Gelegenheit, um hier meinen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play God of War 3 Remastered auf Pelzig, wo wir dann höchstwahrscheinlich mal, vermute ich einfach mal so, aus Hades Reich entkommen werden. Ich speichere hier nochmal fix. Und wir sagen, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Der Finisher war ja für Kratos eigentlich geradezu harmlos und noch freundlich. Von daher, da war meine Reaktion jetzt nicht so heftig wie bei Poseidon, aber das sehen wir ja dann am Ende vom Let's Play. Wir sehen uns immer mal wieder. Machen's gut bis dahin. Iron Yankee.